Das Gesetz hat mir auch gerne Matstimmen. Ich meine, von den Vierrednern erklärt, wird alles so ein Vierdeler holt. Es schafft doch nur eine gewisse Gerechtigkeit auch zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor. Das ist ganz flott, weil die Leute können mehr über ihre Zeit verfügen. Und aber muss ich sagen, dass wenn in das Gesetz liest, dass vielleicht ein paar Kommentare können gemerkt werden, dass ich da sehen, dass ich vielleicht nicht den richtigen Eindruck von der Arbeit zum Funktionär hat, wenn in das Gesetz liest. Das ein bisschen, es klingt wie ein Epicie. Das Gesetz schon eigentlich gegen Epicie, das ist ganz wichtig, ist, aber so minutiös. Es ist sogar so, dass Zeiten, die der Beamte schafft, hier Stunden an Minuten gerechnet gehen. Mit das entspricht eigentlich gar nicht der Arbeitsethik von einem großen Teil, von dem größten Teil von der Fonction publique. Das ist nicht so, dass Beamten, weil sie auch überall oder auf viele Plätze Dauer drücken, rechnen, Stunden an Minuten. Als Fonction publique ging das funktionieren, wenn Beamten gingen so denken. Es ist echt so, dass viele Leute nicht auf Dauer gucken, an ihre Mission erfüllen, am Dienst von uns alle gut, ohne eben zu viel auf Dauer zu gucken. Und ich meine, das ist den Eindruck, den ich muss verhindern, wenn ich das Gesetz liest, bei aller Flexibilität, die es den Leuten gibt, und das ist auch gut so, ist es nicht so, dass der Gros von der Fonction publique an Minuten rechnet. Es ist auch für verschiedene Administrationen schwer umzusetzen. Am Text, an den Kommentaren, als notamment von der Justiz und von der Education redet, das ist richtig. Es ist nicht einfach, an der ganzen Vielfalt von der Fonction publique immer die Weg zu finden, die wirklich gerecht dafür sorgt, dass dann jeder auf seine Manier kann von diesem Gesetz profitieren. Es sind noch Sachen dran, die auch nicht der Realität an der Fonction publique entsprechen, nicht der Notwendigkeit eigentlich von dem, was wir alle alltag davon profitieren, nämlich von einem zuverlässigen und effizienten öffentlichen Dienst. Das ist zum Beispiel ein bisschen surrealistisch, wo gesagt wird, die Überstunden sind limitiert, und wenn ich will eine Überstunde machen, das ist Soumis à Autorisation. Es ging überhaupt nicht viel funktionieren am Staat, wenn allkeiers für alle Überstunden gegen so eine Autorisation ungefragt gehen, das sicher wo bei der Rettungsdienste, an der Force Publique, mir auch an andere Ministerien, und ich erinnere mich ganz viel an europäische Präsidenzen, die wir gemerkt haben, wo natürlich 12 von den Überstunden enorm war, aber wo auch die Beamten, die gelegt haben, dem wohl nicht ganz kompensiert kruten, weil irgendwo vom Staat ein arbiträres Limit gezogen ist. Das ist einfach eine Realität, dass viele Beamten sich an so Situationen wirklich ohne eben auf Dauer zu gucken, voll ersetzen, vierreise Staat, und das muss ich honorieren, und das ist etwas, was durch das Gesetz nicht immer rumgespiegelt wird, weder am Geist vom Gesetz noch an den Termen davon, wie gesagt, wenn ob Formulationen besterne gibt, weil die kann nur vollziehen, dass eine Überstunde muss ungefragt gehen, die Realität als DAX eng einer. Wir hatten noch den Congé de Reconnaissance, der auch kann ungerechnet gehen, ob den Congé den Zeitspurkonto, ich will nun, dass das beste zwei wird, dafür den Zeitspurkonto, der angerichtet wird. Wir wollen just daran erinnern, dass wir als ADR dem Bewertungssystem an der Fonction publique ganz kritisch gegenüberstehen. Das ist nicht, was wir gut fanden, das ist etwas, was die Möglichkeit von der Politisierung von der Fonction publique verstärkt. Das ist etwas, was der besonders an kleinen Administrationen ganz schwer umzusetzen ist, was ganz viel schlecht Blut kann machen. Und auch wenn wir heute den Congé de Récréation selbstverständlich akzeptieren, es gibt ja, dass die kann auf den Zeitspurkonto umgerechnet gehen, so will man aber nach einer sagen, dass wir das Bewertungssystem, so wie in einem Blick existiert, an der Fonction publique kritisieren und auch gegen ändern. Eine letzte Bemerkung über das Congé. Wir freuen uns mit all den anderen Kollegen, die gesagt haben, das ist wichtig, dass wir hier modernen und großzügigen Congés-Regime für die Beamte, für die Fonction publique haben. Das gilt selbstverständlich auch besonders für den Pappe-Congé, den in letzter Zeit ja ganz viel an der Diskussion war. Das ist aber auch so, und ich profitiere davon, dass der Minister Schneider auch herbeibannen ist, dass wir den Congé haben für die Opération Parlementaire de la Paix. Und dass wir da kein Gesetz gekriegt haben an dieser Legislaturperiode für den Congé, also überhaupt Opération Parlementaire de la Paix, zu reformieren, dass das alles lädt. Wir hätten gerne ein Gesetz gesehen, wird auch das Statut von denen Operationen gegen modernisieren, inklusive auch vielleicht die Aspekte, die man am Congé zu dienen hatten, das war aber nicht möglich. Für die Leute, die an der Gemenge schaffen, muss natürlich auch geguckt gehen,
ob du ähnlich Dispositionen möglich sind, auch von dem vom Staat und Gemenge wirselt, ob ihn Trächter behält. Ich meine, das viel gesehen mir auch von einer Wirsle sind an der Karriere von einem Beamten, ob dann Alkeiers auch die Rechte preserviert sind. Ich meine, das ist ein Prinzip, auf dem man es auch alle müsste können verständigen, dass das all Wirsel am Kader von einer normaler Karriere am Denkst und der Öffentlichkeit nicht mit Notdeler für die betreffenden Beamten verbunden sind. Das gesagt, schließen wir als gerne als ADR dem Konsensus an dieser Frage an, dass unserer Ausrichtung hier gut gesetzt, das entspricht nicht immer der Realität am öffentlichen Dienst, aber das ist auf jeden Fall etwas, was mir mit drohen und noch mit stimmen.